Hey, danke schön. Vor einem Jahr war ich das erste Mal hier. Das war die Einweihung, ne? Da durfte ich hier sprechen, vor einem Jahr. Und viele bekannte Gesichter, die ich wiedersehe. Hallo, hallo, guten Morgen. Freue mich sehr, hier zu sein. Schön, dass ihr auch noch da seid. Und viele unbekannte Gesichter. Das heißt, sind viele Menschen auch dazugekommen. Und das freut mich auch. Und es ist für mich immer ein Privileg, hier bei euch zu sein. Und deswegen trage ich mir das immer fest ein, wenn Matthias mich fragt. Und er bereitet ja auch die Predigtreihen vor. Und als er mich vor Monaten dann gefragt hat zu dieser Reihe, Thema deftig, Detlef, bist du dabei? Hast du noch Ideen? Was sind so deftige Aussagen von Jesus? Habe ich noch so 2, 3 Ideen gehabt. Und dann war ich natürlich gespannt, was kommt dabei heraus und welches Los wird mir zuteil werden. Genau. Und ihr werdet es gleich hören und sehen. Das ist wirklich deftig. Und lasst uns direkt einsteigen, okay? Denn wir haben die Zeit wirklich reserviert, um tief einzutauchen in Gottes Wort. Deshalb bin ich hier. Danke für diese warme Begrüßung. Unser Text heute findet sich in Matthäus Kapitel 7, Vers 21. Also mitten in der Bergpredigt, gegen Ende der Bergpredigt. Und das ist der Text. Das ist der deftige Satz, schwer verdauliches von Jesus. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen. Jo. So sieht's aus. Also, ja, da gibt es eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Aber ich möchte euch kurz in meine Geschichte mit hineinnehmen. Ich bin ja in einem nicht-christlichen Background groß geworden. Erst mit 14 Jahren, so als Teenager, überhaupt zum Glauben gekommen, auch meine Familie. Und war dann mit 14 in einer Freikirche im Sauerland, da wo ich groß geworden bin. Das ist so südlich von Dortmund. Und in dieser Kirche wurden diese Sätze, diese deftigen Sätze, die wir jetzt Sonntag für Sonntag hören, wir sind ja letzte Woche eingestiegen mit Matthias, wurden öfter zitiert. Fast jeden Sonntag. Um uns aufzurütteln, wach zu machen, um uns auch deutlich zu machen, hey, du kannst dir nie ganz sicher sein, ob du wirklich noch in der Hand von Jesus bist. Kennt das jemand? Jemand auch so groß geworden mit einer gewissen Angst auch. Ich hatte damals als Jugendlicher, ich kann mich gut erinnern, in den ersten Jahren einen sehr von Angst geprägten Glauben. Und man kann natürlich mit diesen Bibelstellen, wenn man die so einseitig bringt und zum Teil auch aus dem Kontext reißt, und darüber werden wir heute sprechen, wie wir mit diesen Texten umgehen, aber wenn man sie missbraucht, kann man damit ganz schön viel Angst machen. Also bei mir ist es wirklich so gewesen, wenn ich dann gehört habe, ja, und die Sünde wider den Heiligen Geist kann nicht vergeben werden, dachte ich immer, das bin ich. Letzte Woche wieder 5-mal, hey, also mir fielen sofort Situationen an, das muss ja ich sein. Ja, fühlte mich immer angesprochen. Kennt das jemand? Ja. Nicht jeder, der Herr, Herr sagt, ja, wie oft sage ich Herr, Herr, und vielleicht meine ich das ja gar nicht ernst. Und vielleicht komme ich ja gar nicht in den Himmel. Ja? Oder wenn so Stellen waren wie, wenn Jesus wiederkommt, der eine wird angenommen, der andere wird zurückgelassen. Ja, wer bin ich? Ja, ich werde bestimmt zurückgelassen, oder? Ja, du lachst jetzt, aber das war für mich damals wirklich ernst, ja? Dass ich so Angst hatte, dass es nicht reicht. Und jetzt mal ganz ehrlich, diese Stellen gibt es ja in der Bibel. Und noch besser, Jesus sagt sie. Das heißt, wir können natürlich sagen, ja Jesus, das hast du nicht ernst gemeint oder das war nur ein Joke oder eben, du wolltest nur so ein bisschen Angst machen, ein bisschen aufrütteln, aber eigentlich ist es ganz anders und ich glaube, dann nehmen wir das nicht wirklich ernst, oder? So, mitten in der Bergpredigt, vor allen Dingen gegen Ende der Bergpredigt, ich meine, da hat Jesus sich genau überlegt, danach kommt nicht mehr viel. Danach kommt nur noch so, hey, worauf willst du dein Leben bauen? Auf Sand? Willst du es in Sand setzen oder auf Fels bauen? Das ist Ende der Bergpredigt und das ist direkt kurz vor dem Ende. Das heißt, das kommt nicht einfach so, ja, so noch so als Joke,
sondern das ist ernst gemeint. Und deswegen müssen wir uns heute damit auseinandersetzen und nicht in der Form, dass wir heute Morgen noch mehr Angst bekommen, sondern dass wir verstehen im Kern, was Jesus damit meint. Und ja, dass er uns natürlich wach machen möchte, aufrütteln möchte, aber für was? Das ist die Frage. So, lasst uns einsteigen und ich finde es mega gut, dass Matthias mir letzte Woche dann noch einen Hinweis gegeben hat, er mir seine Predigt geschickt und gesagt, hey, schau es dir nochmal an, so bin ich gestartet und er hat damit angefangen, so über exegetische Prinzipien zu sprechen. Ich dachte, wow, im ICF Basel über exegetische Prinzipien, super. Und er sagte, Detlef, lass uns immer, wenn wir mit diesen Texten umgehen, doch so 2, 3 Sachen den Leuten mitgeben, dass wir lernen, wie wir mit der Bibel umgehen. Und ich finde das super. Ich finde, das ist ein Zeichen von Mündigkeit, dass wir selbst die Bibel lesen, mit ihr umgehen können, mit ihr arbeiten können, sie richtig verstehen können. Das ist ein Prozess, das ist nicht mal ganz so einfach, aber dass wir das sogar in der Predigt machen, bin ich absolut Fan von. Und das machen wir auch heute. Ich habe euch so 2, 3 Sachen mitgebracht. Und das erste ist mal, ich erkläre es kurz, also lies genau. Ja, man sagt das so, aber wie oft lesen wir so über die Texte hinweg und meinen zu wissen, was wir gelesen haben, aber es steht gar nicht da. Ich bringe euch ein Beispiel. Als ich die Anfrage für die Predigt bekommen habe, war der Titel in dem Dokument, ich habe es jetzt nicht mitgebracht, aber ihr müsst mir das glauben, war, jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird nicht in den Himmel hineinkommen. Da denke ich so, ja, aber das steht da ja gar nicht. Da steht ja nichts von Himmel. Da steht vom Reich der Himmel. Aha. Ja, aber ist das nicht dasselbe? Nein, es ist nicht ganz dasselbe. Also wenn ich sage Himmel, dann denke ich so an den Ort, an dem wir sein werden nach unserem Tod, oder? Und das Reich der Himmel, das ist das Reich Gottes. Spoiler, da sind wir jetzt schon drin. Das Reich Gottes ist mit Jesus gekommen, angebrochen. Ja, er hat eingeladen, Teil vom Reich Gottes zu werden. So, darum geht es. Also da müssen wir genau schauen. Wenn wir lesen Himmel, dann triggert das etwas, was noch weit entfernt ist und hoffentlich wird es dann am Ende meines Lebens oder wenn ich dann sterbe, wird es dann reichen. So, aber davon redet Jesus hier gar nicht. Er sagt, eigentlich geht es um das Jetzt, wie du jetzt denkst, wie du jetzt lebst. Jetzt kannst du eine Entscheidung treffen, die natürlich einen Einfluss haben wird auf dein Leben und auf deine Gemeinschaft mit Gott und ja, wahrscheinlich auch auf den Himmel. Aber so, versteht ihr, lasst uns genau lesen. Und das wollen wir heute Morgen auch tun und den Text so auch wirklich ehren und ernst nehmen. Reich der Himmel meint also ein Lifestyle, den wir unser ganzes Leben leben. Reich der Himmel meint, wir folgen Jesus nach. Und das ist nicht nur eine einmalige Sache, nicht nur ein Lippenbekenntnis, was wir sagen. Nicht jeder, lasst uns nochmal genau lesen, nochmal zurück die Folie, nochmal genau lesen. Genau, ich habe es noch eins, ihr seht, was ich rot markiert habe. Nicht jeder, der zu mir sagt. Das heißt, nicht jeder, aber doch viele, oder? Also ich sag mal so, die allermeisten, fast alle, die sagen, Herr, Herr, werden in das Reich der Himmel reinkommen, oder? Das ist das, was Jesus hier sagt. Fast alle. Fast wirklich alle, weil das ist das Normale. Dass, wenn du Herr, Herr sagst, denn was steht denn hier? Herr, Herr. Herr, Herr ist nicht Herr Meier, Herr Müller. Hier steht das Wort Kyrios, was im Alten Testament der Name Gottes, Jahwe, gewesen ist. Herr. Ja? Luther hat es dann mit Großbuchstaben, in den Lutherbibeln ist das so angezeigt. Herr, Herr, das ist der Jahwe-Name. Ja? Das ist Gottes Name. Niemand, ja, sagt, oh, Entschuldigung, das war ich.
Bin an mein Set gekommen und wollte nur meine Hand, ich werde nie mehr meine Hand in meine Hosentasche stecken. Heute Morgen. Nicht jeder, der seine Hand in die Hosentasche steckt, macht so einen Krach wie ich. Okay? Wo war ich? Fast alle, die sagen, Jahwe, Herr, Kyrios, sind Teil des Reiches Gottes. Denn Paulus sagt, 1. Korinther 12, jetzt kommt das, Lippenbekenntnisse, niemand, der unter der Leitung des Geistes Gottes redet, wird jemals sagen, Jesus sei verflucht. Und umgekehrt kann niemand sagen, Jesus ist der Herr, es sei denn, er wird vom Heiligen Geist geleitet. Das ist der Standard. Also du anerkennst Gott als Herr in deinem Leben und das zeigt, dass du erfüllt bist vom Heiligen Geist, dass der Geist Gottes in dir ist. Da ist etwas, du lebst mit Gott. Das ist das Kennzeichen eines Lebens mit Gott, dass du Jesus bekennst, dass du ihn ehrst als Herrn. Also, wenn es heißt, nicht jeder, dann betrifft es eine kleine Anzahl von Menschen und die spricht Jesus hier an. Nicht jeder, nicht jede, die das sagt, wird automatisch ins Reich Gottes kommen. Und da muss man sich fragen, okay, was sind das für Menschen? Oder was ist das Problem? Oder was ist da passiert? Oder? So, jetzt haben wir genau gelesen. Ein erstes wichtiges Prinzip, genau hinschauen. So, was steht da? Und wir haben jetzt noch kein Bibellexikon genommen. Noch nichts, es ist einfach nur den Bibeltext mal lesen, da kann man schon viel erkennen, oder? Super. Erste wichtige Sache beim Bibellesen. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und das ist ein Prinzip, worauf Matthias euch letzte Woche schon gebracht hat, nämlich den Kontext zu beachten. Jeder Bibeltext ist in einem Zusammenhang geschrieben. In einem engen Zusammenhang, in einem weiteren Zusammenhang. Matthias hat euch ein Beispiel gebracht. Letzte Woche mit euch das beleuchtet. Und der Kontext dieses Textes ist mal die Bergpredigt. Und in dieser Bergpredigt redet Jesus, das ist eine Grundsatzpredigt, die er hält, wo er die Prinzipien des Reiches Gottes erklärt. Wo er aber auch deutlich macht, die Bergpredigt ist ohne den Bergprediger, nämlich Jesus, nicht zu haben. Ja, nicht zu leben, auch nicht umzusetzen. Es ist nicht ein Manifest, wo du sagst so, okay, das muss ich tun, um irgendwie in den Himmel zu kommen, sondern der Weg geht über Jesus selbst. Und er redet auch viel darüber, über das Hören vom Wort Gottes, über Taten. Und da müssen wir jetzt genau schauen, was meint denn Jesus da genau, wenn er jetzt sagt, viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Wow, jetzt wird's spannend. Die haben doch so viel getan. Und schaut, Jesus redet auch in der Bergpredigt viel darüber, seid nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes. Nicht nur die den Willen des Vaters hören, sondern auch tun, die sind wahr. Ja, aber die tun doch alles. Also irgendwas ist hier verkehrt, oder? Verkehrte Welt. Ja, machen die das nicht richtig? Ist es zu wenig? Also, worum geht es an jenem Tag? Was ist denn an jenem Tage? Nochmal zurück, bitte, Folie. Lass uns nochmal, genau. Da wollte ich nochmal drauf, vielen Dank, nochmal drauf eingehen. Es sind heute viele Folien. Ihr managt das super, Deborah, vielen Dank. Ihr werdet an jenem Tage zu mir sagen, was ist denn an jenem Tage? Das ist dann der Tag, wo wir vor Jesus stehen. An jenem Tage, das ist die letzte Stunde, der große Tag. Der große Gerichtstag wird er auch genannt, der Tag des Herrn. An jenem Tage, und jetzt schaut, werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen dieses, jenes getan, geweissagt, sogar Dämonen ausgetrieben, sogar Wunderwerke getan. Und schaut, bevor wir jetzt eingehen auf dieses Tun und was da passiert, eine Bemerkung. Und du kannst auch aus diesem Text schon herauslesen,
wow, irgendwas ist falsch. Irgendwas ist falsch. Stell dir vor, wenn du dir jetzt Gedanken machst über jenen Tag und wenn du und ich, wenn wir mal vor Jesus stehen. Okay, wir stellen uns das kurz vor. Das ist der Tag. Wir stehen vor Jesus, an dem wir unser Leben lang geglaubt haben. Und dann stehen wir vor ihm. Und das Erste, was uns einfällt, ist tatsächlich, was wir alles getan haben. Wow. Soll ich dir was sagen? Wenn das so ist, dann hast du weder das Evangelium verstanden, noch Jesus. Wenn das dann wichtig ist, dass du so viel getan hast für Jesus. Ich glaube, das Einzige, was wichtig sein wird, ist, wow, ich bin tatsächlich angekommen. Jetzt bin ich bei Jesus. Und das Einzige, was dann wichtig ist, ist das, was er für dich getan hat. Und das ist das Problem. Viele werden sagen, an jedem Tage, schau mal, was ich alles für dich getan habe. Du hast Jesus nicht verstanden. Du bist ihm gar nicht nachgefolgt. Du hast Gnade nicht verstanden. Du hast nicht verstanden, was Glaube ist. Und das spricht Jesus gnädigerweise jetzt schon an, bevor dieser Tag kommt. Und natürlich hat das was Wachrüttelndes, wenn du heute Morgen hier sitzt, und das ist jetzt die gute Nachricht. Du sagst, oh, das ist gut, dass du mir das sagst. Detlef, ich hatte meinen Text schon vorbereitet. Ich wollte Jesus, Detlef, ich spüre so, ist keine gute Idee. Ist wirklich ohne Witz. Und lass uns bitte darauf einsteigen, denn das ist der Kern, um das es jetzt geht. Natürlich tun wir was für Jesus, aber wie sieht das aus? Jetzt gehen wir mal auf die nächste Folie. Es geht um das Hören und das Tun. Ja, aber beides ist wichtig, aber die Reihenfolge ist wichtig, oder? Die Reihenfolge ist wichtig. Schaut, Jakobus greift das ja auf in seinem Brief, nur für die Bibelkenner und die es werden wollen, und das sind alle heute Morgen. Der Jakobusbrief ist quasi die Fußnote zur Bergpredigt. Den Jakobusbrief kannst du lesen parallel zur Bergpredigt und bekommst da ganz viele praktische Tipps und Anwendungen der Bergpredigt. Weil Jakobus das so betont, das Tun, wollte Luther den Brief ausschließen aus dem Neuen Testament, weil er sagt, das ist zu viel Tun, es geht doch mehr um Gnade und so. Und wir sind froh, dass der Jakobusbrief es in den Kanon geschafft hat. Das ist ein wichtiger Brief, denn es geht wirklich um das Glaubensleben und wie antworte ich auf das, was Jesus für mich getan hat. Seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern auch Täter. Das ist so ein typischer Jakobus-Satz. Paulus dagegen sagt ja im Römer 3, wir gehen nicht davon aus, dass man aufgrund des Glaubens für gerecht, Entschuldigung, ich fange nochmal an. Habt ihr den Satz? Nee, ihr seht ihn eben nicht ganz. Das ist mir jetzt gerade aufgefallen. Sorry, ist irgendwie abgeschnitten. Das kriegen wir nicht besser hin, ne? Wow. Das heißt, ihr müsst jetzt ganz stark sein und eure Bibeln rausnehmen und Römer 3, 28 lesen oder mir glauben. Ich versuche es nochmal. Ich lese nochmal vor. Denn wir gehen davon aus, dass man aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wird und nicht aufgrund von Leistungen und Taten. Spürt ihr den Widerspruch? Spürt ihr die Spannung? Jakobus sagt das eine, Taten, ja, und Paulus sagt, nö, nix Taten. Und man hat versucht, eine Zeit lang die beiden gegeneinander auszuspielen und sagen so, ja, der eine versteht den anderen nicht und deswegen Jakobus ist raus, weil Paulus ist wichtiger und Paulus hat recht. Dabei ist das einfach zu lösen. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass wir Paulus und Jakobus verstehen.
Ich habe euch so ein Bild mitgebracht, was einfach helfen soll. Das kann man jetzt aber gut sehen. Vielen Dank. Und das ist einfach die Sache, wenn du dir vorstellst, das, was Jesus am Kreuz getan hat, ist so zentral. Und Paulus ist quasi auf der einen Seite des Kreuzes und erklärt im Römerbrief so, wie kann ich erlöst werden? Wie kann ich gerettet werden? Was rettet mich? Was bringt mich zu Jesus, durch Jesus? Was bringt mich zu Gott? Das ist eben nicht meine Taten. Und für die Juden hieß das natürlich, und das meint Paulus ja auch, natürlich das Befolgen der Gesetze. Und wenn du der Meinung bist, nur durch die Taten kann ich gerecht werden, dann reicht das nicht. Und das sagt Paulus als Pharisäer, das sagt er quasi als Rabbinerschüler. Das reicht nicht. Paulus ist sozusagen vor dem Kreuz und erklärt, wodurch wirst du gerettet? Nicht durch Taten, nur durch den Glauben. Und Jakobus ist aber nicht hier. Jakobus ist hinterm Kreuz mit seinem Brief. Hinterm Kreuz. Der winkt von der anderen Seite und sagt, Paulus, danke, sehr cool, ja, bin voll deiner Meinung. Aber weißt du, jetzt sind wir gerettet. Wir haben das Heil in Jesus. Wir sind gerettet als Gläubige. Und jetzt Bergpredigt. Lasst uns Glaubenswerke tun aus Dankbarkeit für unsere Errettung. Das ist das, worüber Jakobus spricht. Glaubenswerke, die aus einer Identität kommen, aus einer neuen Schöpfung, aus dem Glauben. Glaubenswerke. Das eine, Leistungen, die mich retten sollen. Das andere, Taten aus dem Glauben. Ein Riesenunterschied. Vor dem Kreuz, nach dem Kreuz. Okay? Und das dürfen wir nicht durcheinander bringen, wenn wir jetzt hier Jesus lesen. Wer kommt in den Himmel? Heißt es. Dann werde ich ihn bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Ich gehe noch mal einen kurzen Gedanken zurück und knüpfe dann hier an. Kann man denn Wunderwerke tun, Dämonen austreiben, ohne Jesus? Eine ganz wichtige Frage. Und ich wusste, dass diese Frage in einigen Köpfen ist. Und so, Herr Detlef, aber hey, da ist doch was passiert. Die haben doch was gemacht für Jesus, im Namen von Jesus. Jetzt ist das, ich glaube nicht, dass man das ohne Jesus machen kann. Würde ich behaupten. Ich glaube, das geht nur in der Kraft von Jesus. Und das ist auch so. Aber was hier passiert, ist etwas Punktuelles und eigentlich ein Missbrauch. Ein punktueller Missbrauch der Macht von Jesus. Ist das möglich? Anscheinend. Ich erkläre gleich, was das Fundament unter dem allen ist. Wir kommen jetzt gleich auf den Punkt, nämlich die letzte Aussage von Jesus, die ist entscheidend für das ganze Thema heute Morgen. Aber es ist anscheinend möglich, dass ich etwas tun kann, was den Anschein hat, ja, dass es wirklich in der Kraft von Jesus ist und das mich denken lässt, ja, ich bin auch in dieser Kraft unterwegs. Aber es ist nicht so. Es ist etwas Punktuelles, es ist etwas, was quasi missbraucht wird. Und es gibt auch Beispiele im Neuen Testament. Der eine wollte den Heiligen Geist mal kaufen in der Apostelgeschichte. Paulus berichtet von Leuten, die Christus verkünden und aus egoistischen Gründen. Und Paulus sagt, ist aber trotzdem okay, Hauptsache Jesus wird verkündet. Der war total entspannt da. Aber es gibt Missbrauch im Reich Gottes. Es gibt Missbrauch auch von der Macht von Jesus. Und Gott, und das ist jetzt spannend, greift nicht gleich ein, sondern er sagt, im Prinzip ja, aber ist ja trotzdem cool. Ich meine, selbst wenn es missbraucht wird, aber Dämonen werden ausgetrieben, Wunderwerke werden getan. Ist krass, Gott hat eine mega Geduld, aber der Tag kommt. Und hier ist er, wenn wir vor Jesus stehen, wenn Menschen vor Jesus stehen, die die Macht Gottes missbraucht haben für ihre eigenen Zwecke und damit jetzt noch den Mut haben, am letzten Tag damit vor Jesus zu prahlen, der Tag wird kommen, wo Jesus sagt, ihr Übeltäter. Es gibt Wohltäter des Glaubens, es gibt Übeltäter. Jesus bezeichnet diese Menschen, diese wenigen Menschen als Übeltäter. Du merkst jetzt, wenn du hier sitzt, Detlef, je mehr du über diese Stellen sprichst,
merkst du, das bin nicht ich. Das bin ich doch nicht. Ich missbrauche das. Ich bin doch mit Jesus unterwegs. Oder wie ist das? Übrigens, dieser Satz, an jenem Tage werde ich euch sagen, ich habe euch niemals gekannt. Damals hat mir das Angst gemacht. Du stehst vor Jesus und er sagst, ich kenne dich gar nicht. Jetzt kommen wir natürlich an den zentralen Punkt. Also wie kann das, hä? Ich meine, ich dachte, Gott kennt jeden, oder? Also stell dir vor, du kommst in den Himmel, ja, so tock, tock, klopfst da an und dann vorne ist da irgend so ein Türsteher erstmal, ne? Ja, hier ist irgend so ein Detlef, ja, kennen wir den? Ja? Türsteher, ne? Wenn du in den Club gehst, oder? Basel, gibt es immer so Türsteher, oder? Ja. Kennen wir den? Ja. Was? Wer? Wie heißt der? Ja. Detlef. Ja. Detlef. Ja. Keine Ahnung. Manche sagen auch Detlef. Oh. Bitte niemals Detlef sagen. Ja. Detlef. Okay? Kennen wir den? Nee, wir kennen hier keinen Detlef. Ja. Hä? Läuft das dann so ab oder was? Irgendwann kommt Jesus an die Tür und sagt, nee, tut mir leid, ich kenne dich nicht. Gott kennt doch jeden. Er hat doch jeden erschaffen und durch und durch kennst du mich, oder? Psalm 139, er kennt. Und wir merken, okay, dann ist das hier nicht gemeint. Also natürlich kennt Gott jeden, er kennt auch mich, aber kennt er dich wirklich? Hier ist also ein Kennen gemeint, ein Erkennen. Danke für die nächste Folie, das geht ja hier ratzfatz. Und wir haben hier das letzte, ich verspreche es euch, exegetische Prinzip. Wir müssen schon auch mal ein bisschen tiefer graben und uns einzelne Wörter in der Bibel anschauen. Und dieses Wort kennen und erkennen, es hat eine tiefe Bedeutung. Und das ist deswegen so wichtig, weil wenn wir das Wort kennen hören, assoziieren wir was ganz anderes damit, nämlich ein kognitives Kennen, so den Dani, den kenne ich, ja, oder wir kennen uns, so, dann meinen wir so, ja, wir haben uns mal gesehen, wir sind befreundet, wir kennen uns gut, okay, muss man schon ein Adjektiv dazu nehmen, um zu meinen, was meine ich mit kennen, und noch nicht so schnell mit den Folien. Wow, das ist ein Tempo. Ich weiß, ich habe noch 7 Minuten, aber ich brauche wirklich, danke. Ich muss da noch erklären hier. So, okay, danke. Also, gut. Hier steht das Wort Ginosko. Im Hebräischen ist es das Wort Yada. Ah, so schön. Yada, merkt euch das. Yada. Übrigens, das Lied, was wir gesungen haben am Anfang, ist von der Worship-Band Yada. Die haben sich diesen Namen gegeben. Erkennen, kennen. Warum? Wieso ist das Wort so wichtig? Es kommt zum ersten Mal vor in 1. Mose 4, Vers 1. Da heißt es, und Adam erkannte seine Frau Eva. Das war richtig cool, weil direkt nach dem Ausschluss aus dem Garten Eden war sich Adam nicht mehr so sicher, ob er seine Frau Eva noch erkennen wird. Ja? Und deswegen wird das berichtet, 1. Mose 4. Ja? Er war da so, gerade beim Kaffee trinken irgendwie so, und dann kam vom Weiten die Eva an, seine Frau, und er denkt so vom Weiten, manche Leute erkennst du ja am Gang, schon vom Weiten. Ne? Meine Frau sagt immer so, Detlef, dich werde ich immer am Gang erkennen. Ne? Weiß auch nicht, wie ich gehe, aber so, ich habe so einen speziellen Move und vielleicht liegt es daran. Und Adam war sich nicht ganz sicher, so könnte die Eva sein. Ja? So, jetzt kam die Eva, weil es gab ja viele Frauen. Ne? Und bevor er da irgendwie, so, und dann kam die Eva näher, und dann sagt er, ja, es ist die Eva. Halleluja, raschel, raschel, es ist so schön. Und Eva so, was ist los, Adam? Ja, ich war mir nicht ganz sicher, ob du es bist. Ja? Aber
jetzt weiß ich. Ne? Und deswegen steht da, Adam erkannte seine Frau Eva. Ja, da. Das Problem ist, im nächsten Satz heißt es, und Eva wurde schwanger. Und das ist wieder typisch Bibel. Ja? Erst ist es nicht ganz sicher, ist die Eva, und dann ist sie schwanger. Und der ganze interessante Teil wird weggelassen. Ja? Wieso kürzt ihr das raus? Ja? So schade. Ja? Die Bibel ist so prüde. Ja? Und, ne? So. Ihr ahnt schon. Also, wie sagt man? Ironie off. Ja? Jetzt. Off. Ihr ahnt schon, Adam erkannte, ja da, seine Frau Eva, heißt nicht einfach ein bloßes kognitives Erkennen, sondern ist Ausdruck von einer, und jetzt kommt die nächste Folie. Yes. Von einer tiefen Gemeinschaft, von einer intimen Gemeinschaft. Ja da, erkennen wird hier mit Geschlechtsverkehr übersetzt. Adam, deswegen Hoffnung für alle übersetzt genau richtig, interpretiert er an dieser Stelle. Und Adam schlief mit seiner Frau Eva. So ist die richtige Übersetzung an dieser Stelle von Yada. Aber sie hat nicht immer, je nachdem, in welchem Kontext dieses Wort vorkommt, hat es nochmal ein anderes Bedeutungsspektrum. Aber es meint immer nicht nur ein kognitives Erkennen, sondern eine tiefe Gemeinschaft, eine Beziehung, die da ist, ein Miteinander, bis hin zu einer Intimität, die wirklich heilig ist, besonders ist. Und wenn wir das jetzt übertragen auf unseren Gott, auf unsere Beziehung mit Gott, dann ist Gottes Erkenntnis nie etwas nur rein Kognitives. Auch kognitiv, natürlich, es ist auch Wissen und Erkennen, aber es ist vor allen Dingen Beziehung, es ist vor allen Dingen Gemeinschaft, es ist was Tiefes, bis hin zur Intimität. Deswegen sage ich auch so gerne, dass wer Theologie betreibt, wer Theologie studiert, tut nie nur etwas rein Kognitives, sondern es hat immer auch mit meiner Beziehung zu Gott zu tun. Und wenn es in der Beziehung zu Gott geschieht, tiefe Theologie, wenn es Intimität mit Gott auch beschreibt, dann kann Theologie Kinder bekommen. Dann ist es nicht nur einfach eine geistliche Selbstbefriedigung, sondern, um im Sprachgebrauch zu bleiben, sondern wirklich etwas, was Frucht bringt. Und genau das ist hier gemeint. Wenn Jesus sagt, ich kenne euch nicht, dann meint er, hey, waren wir zusammen unterwegs? Waren wir ein ganzes Leben lang, waren wir miteinander unterwegs, jahrelang durch dick und dünn? Oder wart ihr einfach irgendwo und habt irgendwo was ausgetrieben oder was gemacht? Ich war da nicht dabei. Sorry, ich kenne euch gar nicht. Seid ihr meine Freunde? Versteht ihr? Haben wir irgendwo Kontakt gehabt? Haben wir irgendwie miteinander gelebt? Seid ihr mir gefolgt? Ich kenne euch nicht. Und wisst ihr was, ihr kennt mich eigentlich auch nicht. Das meint Jesus hier. Und zwar aufrüttelnd. Aufrüttelnd, indem er sagt, wacht auf, wacht auf. Es gibt eine Form von Pseudo, keine Ahnung, Christsein, anscheinend. Nicht viele, aber ein paar, die denken, das ist es. Ich finde Jesus einfach cool, ich finde cool, was er gemacht hat und ich mache da so ein bisschen was und es ist ein Missverständnis, ein großes Missverständnis von dem, was das Evangelium ist, ein großes Missverständnis von dem, was Jesus meint, wofür er gekommen ist, nämlich Gemeinschaft mit Gott zu haben, die intim ist, die tief geht, die unser Leben ausmacht. Es gibt, das Ganze bleibt in einer Spannung am Ende. Oder lass uns noch mal kurz eine Folie zurückgehen. Nochmal, ich möchte noch einen Satz sagen. Sorry, aber danke. Diese intime und langlebige Beziehung. Lass uns gleich da nochmal zurückkommen und am Ende dafür beten, denn das ist heute der Punkt. Das ist das Ziel von Jesus gewesen, dass er aufrütteln möchte und dass er sagt, hey, bist du noch da? Glaubt ihr? Seid ihr dran an Jesus?
Folgst du ihm? Wie kann das aussehen? Wie baue ich denn eine intime Beziehung auf? Dani hat es am Anfang gesagt, im Gebet zu sein. Das ist Beziehung zu Gott. Gebet, mit ihm reden zum Beispiel. An ihn denken. Psalm 1. Über das Nachdenken, was er will, was er sagt in seinem Wort. Das heißt auch, mit die Bibel zu lesen, mit anderen Christen unterwegs zu sein. In einer Gruppe, Kleingruppe, Freunde, Gemeinde, Kirche. Unterwegs zu sein. Beziehung, Leben. Dass das lebt. Das ist das, was Jesus meint. Ich möchte landen und euch auf Spannungen hinweisen zum Schluss, die wir in der Bibel haben, nur ganz kurz. Denn es ist eine gewisse Spannung, die wir in der Bibel haben, die wir nicht auflösen können. Und mir fiel in der Vorbereitung eins auf. Und das ist einfach so zum Weiterdenken. Wir werden da heute nicht mal einsteigen. Aber hier sitzen auch immer ein paar Leute, die sagen so, ja, okay, wow. Aber es gibt doch noch andere Stellen. Und Folgendes habe ich gefunden. Und zwar innerhalb von einem Evangelium sagt Jesus in Matthäus 21, da werden Menschen genannt, die meinen, das Richtige zu tun, um so errettet zu werden. Aber Jesus kennt sie gar nicht. Und in Matthäus 25, beim Weltgericht werden Gruppen, werden Menschen, werden Völker genannt, die Jesus nicht kennen, aber das tun, was Jesus will und werden so gerettet. Ja, da frage ich mich auch, okay, weil da sagt Jesus, ja, hey, kommt, ihr habt mir zu trinken gegeben, zu essen gegeben, kommt, hier. Und sie so, wann haben wir das denn gemacht? Ja, da und da und da und da. Ach so, ja, haben wir nicht gewusst. Ja, genau, aber ich habe es gesehen, ich kenne euch. Ist das krass? Willkommen im Club. Das sind schöne Spannungen der Bibel und ich gebe euch einen Tipp. Mit vielen Spannungen übrigens, ich habe ein Buch geschrieben zum Thema Bibellesen, ich habe es heute mitgebracht. Da gibt es einen Spannungsschlüssel, das ist einer von 7 Schlüsseln, wo es genau um diese Spannung geht, die wir nicht auflösen dürfen. Weil die Bibel arbeitet damit. Warum? Damit wir nicht einseitig werden. Damit wir nicht irgendwann sagen, jetzt habe ich alles in der Tasche. Es bleibt dabei, dass wir Jesus nachfolgen im Glauben. Das, was unsere Kirchenväter gesagt haben in der Reformation. Ich habe das nochmal so rausgepickt. Sola fide, allein durch den Glauben, allein durch die Schrift, allein durch Gnade, allein durch das. Nicht durch das, was ich tue, sondern allein durch Jesus, das, was er für mich getan hat. Und ich glaube ihm und vertraue ihm. Dadurch werde ich gerettet. Und das ist das, was ich dir wünsche heute Morgen. Und ich möchte jetzt beten. Und das ist so logisch, wofür wir jetzt beten werden miteinander. Und du hast die Möglichkeit, da einzusteigen, wenn du das möchtest. Es gibt ein Buch, das heißt Not a Fan. Ich wünsche mir, dass wir nicht nur Fans von Jesus sind, sondern dass wir ihm wirklich folgen. Sei ein Nachfolger. Be a follower, not a fan. Ein Nachfolger, der eng mit Jesus unterwegs ist. Das ist das, was ich mir für mich wünsche, für dich wünsche heute Morgen. Dazu ruft dieser Text auf, wieder einen neuen Anfang zu machen und sagen, Jesus, ich habe mir irgendwas eingebildet, aufs falsche Pferd gesetzt oder dachte, ich muss was tun. Ich erkenne heute das erste Mal, du hast ja alles getan. Und wer möchte, kann dazu aufstehen und ich möchte jetzt beten. Danke, Vater im Himmel, für deine Einladung heute. Danke für dein Aufrütteln. Danke, Jesus, für das, was du gesagt hast. Nicht jeder, der Herr sagt. Und wir können ergänzen, sondern jeder, der im Glauben zu dir kommt, im Glauben, an dir festhält und in der Gnade lebt und steht, der wird zu dir kommen. Der ist Teil des Reiches Gottes. Herr, und wir bekennen dir heute Morgen, dass wir an vielen Stellen nur Fans sind und nicht wirklich Follower, nicht wirklich Nachfolger. Wir bekennen dir, dass wir an vielen Stellen oberflächlich sind oder geworden sind, es nicht mehr so ernst nehmen. Herr, das tut uns leid. Ich
Ich möchte umkehren an dieser Stelle. Ich möchte mich wachrütteln lassen von dir. Herr, ich wünsche mir, dass du mich kennst und dass ich dich kenne. Herr, ich komme zu dir. Herr, und ich möchte diese Ja-Da-Gemeinschaft mit dir. Ich möchte diese lebendige, tiefe, intime Gemeinschaft mit dir. Die möchte ich. Und ich möchte gerne auch wieder dafür investieren, mir Zeit nehmen, Zeiträume einrichten. Herr, bitte begegne du mir heute Morgen. Hol mich da ab, wo ich jetzt gerade stehe und nimm mich hinein in deine Gemeinschaft. Denn dazu bin ich berufen. Nimm mich hinein in die Nachfolge. Herr, ich möchte dir sagen, ich folge dir von ganzem Herzen. Amen.